Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So. Ja, etwas dürftig die Hofannahme heute, aber ja, wir sind ja auch noch nicht so weit, den Stall ausbauen zu lassen. Okay, was steht denn heute auf dem Kalender? Ja, da habe ich mir was einfallen lassen. Jody liebt ja 8 Diamante, weiß ich. Aber ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und Mani liebt 8 die pinke Torte. Das heißt, da kommen wir auf jeden Fall in keine Streitverhältnisse rein und können jedem was sein Lieblingsgeschenk zum Geburtstag geben. Morgen wunderschöner sonniger Tag und wie sieht es mit dem Leben vom Land aus? Ach ja, das kommt dann auch noch bald. Oh je. Das ist dann hier beim Sternentautaler Volksfest. Aber heute stehen mal keine Geburtstage auf dem Terminplan und von morgen auch nicht. Gut. Ja, die Energie ist jetzt leider auch nicht mehr ganz voll. Hallo, es ist gerade Brombeerenzeit, die Büsche sind voll mit ich hätte ja gerne ein paar Paprika, aber ich hab meinen Korb verloren, kannst du mal helfen? Ah jo, machen wir doch. Dirlich helfen wir da. So, 2 eingeleckte Mais. Kann direkt hier rein verkauft werden. Met haben wir jetzt 8 durch. Wir heben uns einfach mal 2 Met auf. Und dann sonst, ja, die pinke Torte haben wir hier. Gucken wir noch gerade mal. Jetzt können wir wieder Bierle brauen. Und wir können noch ein bisschen Gelee machen, würde ich sagen, oder? Wir machen einfach mal 2 Blaubeer-Gelee. So, du kommst durch rein. Und machen noch ein bisschen Gelee. So. Dann, wo Linus Korb ist, weiß ich, glaube ich, auch noch. Ich glaube, unsere Preiselbeere sind auch gut mittlerweile. So, dann gucken wir nochmal in die Höhle rein, so standardmäßig. Nix da. Schade drum. Oh, da ist nochmal spontan ein Baum in voller Höhe gewachsen und hier ach. Aber es hat sich vorgestern bei der Episode auf jeden Fall gelohnt, nochmal die Bäm zu fällen. So, dich melke mal erstmal. Und bei dir gibt es so normale Milch nur. Okay, dann war die große Milch eher der Zufallsgriff. Aber egal, ich freue mich immer, wenn was kommt. So, die Milch erstmal rein. Nee, ich möchte sie nicht trinken. Und dann hier noch 4 Stück. Die Ent frisst mittlerweile anscheinend. Ach, wie es aussieht. Dann essen alle unser Stallbewohner schon was. So. Jo. Bei der Erna ist alles standardmäßig. Ist halt noch ein kleines Tierler. Die braucht auch bis er groß wird. So, dann rein damit. Und wir fangen wieder an. Wie üblich. Wenn wir runtergehen zum Wasser holen, können wir da auf jeden Fall noch die Sache abernten. Wobei, das sollte man vielleicht in eine blaue, in eine maritime Kiste reinlegen. Wo nur so Zeug drin ist. So, bei den Kürbissen, die entwickeln sich soweit auch ganz gut. Das Amaranth entwickelt sich auch ganz gut soweit. Und die Feenrose, die knubbeln auch fröhlich vor sich hier. So, da. Ist noch nicht erntereif. Nee. Okay. Auffülle, Köder raus. Und hier, den Kruscht möchte ich auch noch haben. So, dass wir ohne die Krabbereuse aufzunehmen, freue ich mich. Falls ich wieder bei Meer vorbeikomme, könnte ich mal da auch noch mal eventuell die Krabbereuse angucken. Da komme ich halt nicht täglich vorbei. Muss man halt auch dazu sagen. So, oder? Hier und hier. Sieht auch gut aus. Entschuldigung, ihr liebe Leute. Da war wieder... Ach, ein Linksdrall. Das sollte ich sein lassen. Ein Quatsch. Das tut mir echt leid. Aber einen Moment mal kurz. Da bin ich wieder. Sorry, ich war nämlich jetzt bei OBS und habe sogar Annaries Szene ausgewählt und war mir nicht sicher, ob das jetzt eventuell noch aufnimmt. Aber ich denke schon, dass es noch aufnehmen wird. Ich habe es jetzt zwar nicht explizit gecheckt, weil ich nicht 2 Aufnahmen machen wollte, aber ich denke schon, das wird noch hinhauen. Es nimmt auf jeden Fall noch fleißig auf. Aber es kann sein, dass da ein paar Cuts entstehen dadurch. Das tut man dann immens leid. So, die Preiselbeerernte ist auch mal endlich fällig. Und hier können wir noch machen. Immer den hinter der Vogelscheich. Das ist immer einer, den ich klassischerweise immer vergesse. So,
Da können wir auch demnächst mal Preiselbeergelee machen. Die wachsen nämlich genauso gut wie die Blaubeere. Gut. Dann können wir unser Milch auch nochmal gleich verwenden. Aber erstmal hier alles. So. Erstmal hier die Felder sauber gießen und dann Milch und Ei zu Mayo und Käse. Zack. Und die Milch, da haben wir es auf Abstellgleis gestellt. So, gut. Ackermann verschwendet keine Energie. 133 haben wir noch. Eigentlich wollte ich heute noch ein bisschen Stäbbreche gehen. Bin ich immer gespannt, ob das noch was wird. 2 Müsli-Riegel haben wir ja wenigstens noch im Petto. Das heißt, an Energie könnte es uns nur bedingt mangeln. So, dann hier und hier und hier und hier noch. Ja, saubere Spirale wird das nicht, aber so what. So. Spirale ist hier eh nicht möglich, weil da kann man nicht durchlaufen durch die Weinrebe. So. Weiter geht's. Musiklose Passage ist jetzt auch wieder vorbei. Und demnächst steht auch die Süßkartoffelernte endlich an. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich persönlich liebe das ja so Süßkartoffeln mit Kürbis als Gemüse, als Eintopf gemacht. Das schmeckt unglaublich geil. Ergänzt sich auch super, wie ich finde. So ein Hokkaido-Kürbis hat eigentlich schon fast der ähnliche Geschmack wie eine Süßkartoffel. Und es ergänzt sich hervorragend, wenn man das als Gemüse macht zusammen. So. So. Bleibt nur noch das große Maisfeld übrig. Und dann machen wir hier doch gleich weiter. Gut, dann haben wir. Oh, da steht wieder die große Ernte an. Sehr schön. Und außerdem, von wegen große Ernte, da stehen auch wieder Sonnenblume an. Der hat 4 Krähe verjagt. Finde ich gut, dass du geschäftig bist. Und wie sieht's dann hier aus? So, 3 Sonnenblumensaat insgesamt? Nee, leider gar keine. Bei der anderen, schade drum. Aber unser 2 Sonnenblümchen können wieder dort hier. Die können wieder fleißig vor sich hier wachsen. Sehr schön. Gut. Dann wollen wir doch mal. So eine Blume haben ja durch ihren Ehreplatz. Und weiter geht's. Es wird wieder ein bisschen später als 13 Uhr. Halten wir den Gaul an. Ja, füllen wir mal auf. Dann, so eine Blume haben wir sogar golden gekriegt. Das ist schön. Ich wollte mal noch den Mayo gucken, ne, dass wir da wieder im Verzug sind später. Dum. So. Sehr schön. Käse können wir dann später abholen. Da haben wir goldene so eine Blume. Silvanie, die verkaufen wir. Goldene so eine Blume heben wir auf jeden Fall auf. Es sei denn, ich habe sie hier noch reingestoppt. Nö. Okay, gut. Dann das mediterrane Zeug, das kann hier. Erst einmal. Und fort können. Ah, nee. Preiselbeere wollen wir auch noch 5 aufheben. Und 10 Stück für Gelee. Und das Zeug kann eigentlich alles fort dann. So, das kommt noch hier rein. Und weiter geht's. So, der Käse wird jetzt auch gerade gut sein. Das sieht doch alles soweit ganz ordentlich aus. Dann hier noch. Und dann gehen wir heute auf jeden Fall noch in die Mine rein. Und ich mag noch ein paar Stählknacker. So, das sieht alles ordentlich aus. Wasser nachfüllen. Erstmal 2 Riegel Neipfeife. Die brauchen wir nämlich auf jeden Fall beide. Dann wieder die Gießkanne. Und hier. Und es wird so spät, wenn wir uns jetzt nicht dummeln. Also, Abmarsch Richtung Mine. So. Käse nehmen wir noch mit. Eventuell brauchen wir ihn später. Der bringt immer hier 125 Energie. Also, ne, ist schon recht nützlich. Ah, da wachsen jetzt die Brombeere. Aber warte mal. Ich werde doch nicht
Wenn ich nicht dem armen Linus noch helfen würde. So ist es nämlich. Ich sehe es schon von hier aus, die... Ich sehe es nämlich schon von hier aus. So. Sein Korb. Die können auf jeden Fall auch nicht schade, die Brombeere. Ups. Den Strauch wollte ich nicht verkloppen. Können nicht schade, die Dinger für die Mine. Dann können wir uns nämlich ein bisschen Energie jedes Mal dazu holen, wenn wir so ein paar Brombeere essen. Und wild sind die auch richtig lecker. Ah, da warte mal. Ich muss... Scheiße, da ist ein gewöhnlicher Pilz, aber da komme ich nicht dran. Ich komme mal nicht mit der Axt durch. So eine verflixter... Das ist ein verflixter Mist. Du hast etwas gefunden. Beerenkorb. Der Linus sucht sich ja dann noch. Alle hopp. So ein verflixter Mist. Da hätten wir jetzt mal endlich einer gehabt. Und jetzt kommen wir nicht drauf, weil wir die Büsche nicht zerhacken können. Okay. Na gut. Das ist halt das, ne? Eben drum. Irgendwo ist noch was gewachsen. Okay, dann... Na, das wird verflixt spät wieder alles. Aber ist halt so. Ich möchte trotzdem noch ein paar Stäbe machen. Es ist etwas doof, wenn man dann kein Stäbe zur Verfügung hat, sobald man das Geld hat. Aber ich will ja auch den Leuten ein bisschen helfen. Bringt ja auf jeden Fall auch was, wenn man den Leuten hilft. Verbessert ja nicht nur... verbessert ja nicht nur die Beziehung zu den Leuten, sondern gibt ja auch Belohnungen. So, wo bist du dann, du Kerl? Du steckt da nicht. Hier sind wieder ein paar Brombeere. Da ist er ja. Gut. So, Kerl, ich hab was für dich. Bitteschön. Oh, mein Korb, danke sehr. Das bedeutet mir schon etwas. Herz habe ich jetzt auch gekriegt bei ihm. Gern geschehen, mein Lieber. So. Freundlicher Vagabund. Dann geht's weiter. Wir gehen wieder tief in die Mine zu 75. Und fangen auch direkt an hier. Naja, mit viel Glück. Schaffen wir. Wobei die Geister ja halt eigentlich überhaupt nicht gut drauf sind, wie es Käse hat. Deswegen sollten wir es vielleicht nicht ausreizen. Ich schmatz mal jetzt nochmal so 2 von den Dingerei. Damit ich zumindest schon mal gewappnet bin. Käse, den ich ungern fortschmeiße, weil der bringt schon viel Geld. So, da haben wir ja schon einen großen Stell. Genau Dotra wollte ich. Aha. Und eine Leiter. Saugut. Von wegen, ich habe heute Glück. Guck da mal mein Riese-Dusel heute mal wieder an. Saugut. Okay, Quarz. Ich möchte mich halt trotzdem noch umgucken, falls noch irgendwie irgendwelche Erzadern oder so in der Nähe sind. Und glücklicherweise lassen die Gegner auch ein bisschen auf sich warten. Ich denke, so viel Glück habe ich jetzt nicht mehr, dass die Gegner bald stark auf sich warten lassen. So, immer weiter und weiter. So, da. Und eine Omnigeode, geil. Schön weg damit. Ja, da kommen sie schon arge Watschel, die Skeletors. Und ich habe keine Zeit zum Spiele, Kumpel. Ich muss ernste Sachen machen. Wobei die halt auch wichtig sind für die Gilde-Quest, für die Abenteurer-Gilde-Quest, dass man bestimmt die Anzahl von den Skelettkrieger abmurkst. Lass mich in Friede. So. Jetzt schwirren noch Geister rum. Da ist noch eine Kohletasche. Wupp, 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 wupp. Ach du liebe Zeit. Jetzt hört's aber auf hier. Gewittererleid, hier wimmelt's ja von Untote. So ein der Scheiß. Okay, du kann ich nicht anders. Da muss ich wirklich die ganze Bagage verprügeln. So. Gut, und du verschwindest jetzt erstmal, Kamerad. Und geh fort. So. Ey, du blöder Schleim. Schleimi Bolzi. So. Ah, wieder Gold hinterlassen. Sehr schön. Okay, wir probieren trotzdem bis auf Stockwerk Ebene 80 runterzukommen. Es wäre cool, wenn es ginge. Hoffen wir mal, dass es irgendwie funktioniert. Ich gebe mal echt Mühe wieder. So. Aber ich muss ja auch wieder rechtzeitig dann der Helm sein. Ah, wieder Diamant. Von wegen, die Geister sind schlecht drauf. Am Arsch. So.
Perfekt, bis auf Ebene 80 kommen wir auf jeden Fall runter. Sehr geil. Jetzt gibt's da noch ein Geschenk. Feuerwandlerstiefel. Okay, 3 Verteidigung, 3 Immunität. Und das nur 3 Verteidigung hier, die Kampfstiefel. Perfekt. Die schnapp ich mal doch sofort. Ich muss gerade mal gucken, ob hier jetzt die Sache... Ja! Hier ist Gold standardmäßig vorhanden. Aber ein paar wiechte Kerle. Fort mit euch. Geht weg. So. Moment. Noch nichts machen. Ich will die Stäbe. Und jetzt will ich raus hier. Okay. Gut. Verhext. Minus 8 Verteidigung. Das ist natürlich nicht gut. Wenn die Kamerade hier noch aufhängen, dann verkaufe ich ja die Kampfstiefel nur. Na, die haben nur bis 22 Uhr auf. Alle hopp. Dann kann ich die Kampfstiefel bald noch verkaufen. Und 72 Stäbe sind eine gute Ausbeute. Die Feuerwandlerstiefel sind auch ziemlich gut. Und ich kann endlich Goldbarre schmelzen. Sehr geil. Ab jetzt sind wir soweit, dass wir endlich Goldbarre schmelzen können. Das sollte über Nacht auf jeden Fall noch einer fertig werden von den Dinger. Wäre ich sehr stark dafür. Weil dann können wir nämlich selber Sprinkler endlich herstellen. Oh, was brauche ich dann für die Sprinkler? Eisenbarre, Goldbarre, verfeinertes Quarz. Wie viel kostet nochmal so ein Schmelzofen? Ich sollte mal von den Dinger vielleicht auch noch mehr machen. Genau, Stäh und Kupfererz. Boah, keine Ahnung, ob ich so viel Kupfererz noch habe. Aber ich sollte auf jeden Fall ein paar Schmelzöfen noch machen. Da können wir da nämlich ordentlich was reißen. Da können wir hier vielleicht so Reihe hier stellen von den Dinger. Dass wir nicht ständig hier vorbeilatschen. Warte mal. So, das kommt auf jeden Fall hier rein. Zack. Wir gucken mal, ob wir mehr von den Schmelzöfen herstellen können. Ich weiß nicht, wie viel Kupfererz ich gerade parat habe. Na komm schon. Scheiße. Okay, das wird mal nix. Dann muss ich mit dem Ende halt auskommen. Na gut, das kommt rein. Das heben wir auf jeden Fall... Ne, Quatsch. Das heben wir auf jeden Fall auf. Genauso wie... hier nehmen wir das auch noch mit von morgen. Da kommen wir da rein. Wobei, wir nehmen 5 mit. Quarz können wir auch noch machen damit. Und Eisenerz haben wir auch noch mehr als genug parat. Da sollten wir ein paar Dinger parat haben. Stähl kommt rein. Da brauchen wir noch 50 mindestens, glaube ich. Das kann man knacken lassen. Dann das hier. Die werden geknackt. Und das kommt hier rein. Okay, da haben wir jetzt eigentlich alles nur Zeug, was wir wirklich gebrauchen können. Die Brombeere haben wir, glaube ich, im Gemeindezentrum abgegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, Brombeere haben wir abgegeben, das heißt, die können auch rein. Wichtig wird dann sein das und das zum Schmelzen. Die Geode kommen hier. Das ist ein Geschenk für irgendwann, also für Abigails Geburtstag vielleicht, falls die Kürbisse noch nicht gut sind. Und die haben wir einfach so parat. Und die Kampfstiefel, wobei, komm, so. Die Kampfstiefel behalten wir ganz hin im Eck, damit wir die nicht vergessen. Und, okay, dann geht's ab in die Fall. Und es geht direkt weiter hier. Oh, das sind gute Einnahmen. Das sind richtig gute Einnahmen. Brauchen wir nur noch die Materialien, noch ein bisschen Stäh. Und dann sind wir soweit. Dann können wir das Stall-Upgrade in Angriff nehmen. Genau. So. Okay. Einen Moment, ganz kurz. Ja. Da bin ich wieder. Sorry, Postklingler und so. Da muss ich halt wirklich fix hier. Okay, morgen wird es wieder wolkig. Und was sagen die Wahrsager? Uzufrieden mal wieder. Wenn Uzufrieden so aussieht wie beim letzten Mal, dann mache ich das doch liebend gern. Oh, ich habe das Stall über Nacht aufgelost, wie es aussieht. So, die Clay ist nach hier. Sehr gut. So, dann... Nee, ich mag das eine nicht essen. Yes, das erleid. So. Ich will doch nur Heu haben. So. Dann können wir uns nämlich gleich mal... Meiner Meinung nach können wir uns dann gleich mal... eine neue Qualitätssprinkler basteln. So, die Kühe sind hier. Melkkübel also parat. Servus. Huch. Haut sie ab. Da sind sie beide wieder. Die haben anscheinend draußen gefuttert, wie es aussieht.
Milch und Milch. Okay. Die scheinen wohl morgens rausgegangen zu sein, haben deswegen hier nichts gefuttert. Gut. Gut, gut, gut. Ich brauche einen Eisenbarrer und verfeinertes Quarz. Also fix. Haben wir leider nicht mehr. Klasse. Okay. Das ist vom Louis. Okay. Servus Ackermann, andere Woche halt mal Sterne totaler Volksfestel ab. Es ist die größte Veranstaltung von dem Jahr, die Leute vom ganzen Land hier in unser bescheidenes Dörfel lockt. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren wie du willst. Bringst bis zu 9 Sachen mit, die am besten deine Talente widerspiegeln. Du wirst die Qualität und Vielfältigkeit von deiner Auslage bewährt. Oder du denn auch halt. Das Fest fängt um 9 Uhr früh an. Verpass es nicht, Bäuermeister Louis. Alla hopplotter Louis. Machen wir doch. So, das heißt heute auch wieder zu Pierre. Gut. Chez Pierre. Und da können wir dann mal wieder Schätzeich, Eissammler. Da können wir mit das Sensets 8 drüber gehen und Amaranth. Haben wir dann auch noch für Mani parat. Dann Emo Quatsch bitte und Emol was Gescheites. Flusskrebs. Okay. Ja, Gewitterleid. Das Zeich kommt 3. Genauso wie der hier. Du gehen wir einer weiter. Wobei, wir heben noch eng gescheite Amaranth auf. Wir sollten mal wieder Trugbastler. Na egal. Dann Desto kommt 3. Einer geht an Mani. Goldbarre heben auf jeden Fall auf, genauso wie die zerbrochene CD. Und dann warte mal, bis der Goldbarre gut ist. Dann können wir nämlich sehr bald hier auf dem Nachbarfeld schon mal eine A legen. Ah, schä. Das wird was. Ich sag's euch, das wird was. Das gibt was richtig Gutes, wenn wir dann hier die ganze Sprinkler außenrum hängen. Dann sparen wir uns nämlich einmal hier ein bisschen Energie wieder jedes Mal. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin hochzufrieden. Yankee is amused. Sehr gut. Schmelzöfe sollten wir auf jeden Fall auch noch ein paar bauen, damit wir noch ein paar Reihen mal hier kriegen. Ansonsten müssen wir ja ewig in 3 Tagen warten, bis wir den Scheiß da jedes Mal hin. So. Alle hopp. Aber bis wir die ganze Erze jetzt verhüttet haben, das dauert wieder ewig. Und Gold braucht ihr sowieso länger. Kupfer geht rucki zucki, Eisen dauert, Gold dauert noch länger und Iridium dauert fast einen Tag, glaube ich. So. Gut. Alle hopp. Aber es wird allmählich. Ich bin echt zufrieden. Das heißt, wenn wir heute noch entsprechend die Stäbe knacken, können wir morgen auf jeden Fall das Stall in Angriff nehmen. So, Moment, die Spirale mache ich gerade noch fertig. Und dann können wir gleich die nächste Eierreihe schmeißen, wo sie hingehören. Joink. Nein, ich will es nicht essen, nach wie vor nicht. So, das braucht noch. Die Milch kann wieder hoch, weil das Ding ist auch gleich soweit. Geh fort. So. Der Hund muss auch noch ein bisschen was kriegen. Den habe ich sofort vergessen, natürlich. So, zack und zack. Streichler für dich. Nichts in der Höhle drin, mal wieder. Schade drum. Gut, hier geht's weiter. Und hier geht's auch wieder weiter. Gut, die sind auch kurz vor Ernte, die Dinger. Die Süßkartoffeln. Dann geht's hier noch weiter. Nichts verschwenden, nichts verschitte, Ackermann. So. Dann hier und hier. Als weiter und weiter. Ich denke, das mit der seltenen Saat, mit der süße Beere, oder wie das Ding hieß, das wird sich auf jeden Fall lohnen. So. Freue ich mich darauf, wenn das gut ist. Gut. Ah, so viel Sache, auf die man sich freuen kann, ne? Okay. Aber sobald die Sprinkler erledigt sind, habe ich schon mal wirklich sehr viel Energie gespart täglich. Und die kann ich jetzt auch serienmäßig produzieren. Zumindest 2 kann ich produzieren wieder. Und dann können wir sagen, einer hier und einer hier. Und dann ist eigentlich schon wieder fast das nächste Feld hier was. Ah, toll. Das wird richtig gut.
Das wird richtig was, ihr liebe Leid. Sadela. Das hier? Wobei, ich könnte auch hier noch Energie machen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. Also 4 Amaranth und 24 Senfkohl bräuchte ich dann wieder als nächstes. Gute Sache. Echt gute Sache. Wobei, ich könnte ja auch schon mal 2 das Kürbisfeld hier anlegen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht mal so verkehrt. Senfkohl ist jetzt auch nicht gerade so wirklich das tolle Zeug. Aber so what. Ich glaube, ich mache es einfach mit Senfkohl. Wobei, ja, Kürbis lohnen sich halt einfach mehr. Und jetzt habe ich ja wieder die Kohle dafür. Ich denke, ich mache kein Senfkohl mehr. Das war ja schön und gut, dass ich das Zeug dann auch mal habe und auch was in Reserve habe davor. Aber im Endeffekt lohnen sich die Kürbisse einfach wesentlich mehr vom Ertrag. Also vom Geld her. Okay, so. Und hier und hier. Okay. Gut. Das war das. Da können wir als nächstes Quarz reinmachen. Hier haben wir jede Menge Zeug noch. Das erstmal dort hier. Damit wir hier das Ei noch reinschmeißen. Und ansonsten haben wir alles parat. Gut. Sodele. Was haben wir dann noch zum Schmause parat? Nichts, was großartig was bringt. Wisst ihr was? Wir holen uns hier so Enner. Und petzen uns einfach mal hier einen Käse rein. So dringend haben wir es ja gerade nicht. Oder so nötig haben wir es gerade nicht von der Einnahme. Dann kommt das hier rein. Der Rest hier. Das ist alles Zeug, was wir brauchen. Das ist Famani. Dann heben wir noch auf. Mist. Müssen wir wirklich eine Kiste wieder bauen. Okay, komm. Das muss jetzt einfach sein. Das kommt wieder rein. Das heißt, wir brauchen nochmal 5 Holz. Die Kiste brauchen wir auf jeden Fall. So, die wird grün. Und da packen wir jetzt mal das hier erstmal rein. Gut. Das sieht soweit ganz gut aus. Die Goldbarre kommen jetzt hier auch erstmal rein. Dann warten wir, bis wir wieder verfeinertes Quarz und Co. haben. Ich mache jetzt die große Runde zu Pierre, um erst nochmal die Kürbissaat zu kaufen. Und dann gehe ich bei Mani vorbei, gebe bei ihr der Amaranth ab. Und wenn wir zu der Mine gehen, können wir nochmal die Kampfstiefel verkaufen. So machen wir das. Genauso machen wir das. Mit unserer schicke, dunkelbraune, rote Schuh machen wir das. Bin gelangweilt. Gewöhnliche Pilz für Abby. Ja, sorry, aber ich suche selber noch deine Dinger noch. Okay, Pierre. Ich will nochmal 24 Kürbis. Und 4 Amaranth holen wir uns. Ach, noch einmal. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht für einen Quatsch? Was habe ich denn jetzt für einen Scheiß verkauft? Ich will 4 Stück haben. So. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber irgendeinen Scheiß habe ich anscheinend verkauft. Ui, der ist 247 wert. Scheint sich wohl als zu lohnen, hier bei Pierre mal vielleicht was zu verkaufen. So, der ist für dich, Mani. Bitteschön. Nein, ich will nicht essen, ich will einen Mani geben. Ah, der Amaranth, den ich wollte. Dankeschön, mein Kühe werden Liebe. Okay. So, was gibt's dann dafür? 500 Gold. Ja, super. Nehmen wir doch. Gut, den Schampel verkaufen wir jetzt nicht. Das pflanzen wir jetzt direkt wieder ein. Ja, ich renne jetzt aber nicht mit der Saat, bis ich dann da im Dorf, auf dem Hof wieder bin. So. Das heißt, erstmal das Zeug wieder einpflanzen und dann ist wieder gut. Wobei zuerst die, weil die Kürbissaat welche Weilchen behalten müssen. 2 Stück sind noch nicht reif dafür. Aber Amaranth können wir auf jeden Fall wieder einpflanzen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das eine Art Getreide oder was? Oder ist es Gemüse? Ich kann es echt nicht sagen, um ehrlich zu sein. So, dann hier. Genau, wir machen wieder Hopfer. Dann können wir nämlich hier nochmal Reide mit. Der verfeinerte Quarz ist gut. Das heißt als nächstes
Es lebe der Eisenbarren. Dann können wir nämlich dann bald einen Sprinklerhersteller. So, sehr schön. Dann Amaranth. Wässern. Und gut ist. Dann kommt da jetzt die Kürbissaat wieder rein. Und da haben wir nicht so viel zu gießen, glücklicherweise. Da warten wir, bis der Senfkohl noch gut ist. Und sobald der Senfkohl gut ist, kommen dann die restlichen 2 Kürbissaat noch rein. Sehr schön. Gießen wir es noch. Und dann sind wir eigentlich auch wieder direkt Mine fertig. So. Saugut, saugut. Und was haben wir dann noch? Irgendwas ist gut. Irgendwas war fertig. 40 Zeiger. Okay. Helles Bier, genau. Helles Bier machen wir hier nochmal rein. Und der verfeinerte Quarz, der kommt hier rein. Und dann warten wir noch auf Eisenbarren. Und dann ist gut. Okay, zu Clint können wir nie mehr vorbei. Die Mayo ist gut. So viele Tiere hier auf dem Hof. Ich meine, das ist super. Ich mag hier Tiere total gern. Mag das auch, wenn auf dem Bauernhof Tiere sind. Aber da kommt man hier teilweise kaum noch durch. Okay. Eine Haselnuss und Brombeere. Die nehmen wir alle gern mit. Bieten alle auf jeden Fall auch gut was. So. Ah, da ist noch eine Haselnuss. Schier überseher. Ich glaube aber, die haben wir schon abgegeben. Uch, was mache ich denn jetzt für einen Scheiß? Na egal. Ja, es fehlt nur noch der gewöhnliche Pilz. Der gemeine Herbstpilz zeigt sich nur sehr selten. Der gemeine Herbstpilz heißt auch deswegen gemein, weil er sich nicht zeigt. Komm schon. Hier haben wir noch ein paar Haselnüsse. Ja, die sind auf jeden Fall ganz gut. Das sind ja auch fettige Sachen. Das bringt auf jeden Fall auch wieder Energie. Und jetzt verkaufen wir erstmal unser Stiefel hier. Das möchte ich auf jeden Fall noch loswerden. Servus. Hier ist ein Kampfstiefel für dich. Gut, ich habe sie zwar teurer eingekauft, aber jo. Okay. Entschuldigung. Oh. Verschluckt. Es war gerade richtig bös verschluckt. So, dann gehen wir wieder weiter runter in die Mine. Wir wollen jetzt verflixt nochmal auf jeden Fall Goldadern haben. Jetzt kommen wir nämlich allmählich in den Feuerbereich von der Mine, wo es dann interessant für uns wird. So. Da kommen dann die interessante Erze, aber leider noch kein Iridium. Das finden wir erst woanders. Das finden wir gar nicht in der Mine. Das kann ich euch schon mal gleich sagen. Huch, das finden wir schon mal gar nicht in der Mine. Iridium finden wir woanders. Aber alles zu gegebener Zeit, falls das noch nicht kennt, das Spiel. Krabbe, ja toll. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Aber mir eine Krabbe gefunden. So. Okay. Wir machen wenigstens auch noch gut Schade hier. Und schauen mal, dass wir hier schön weiter an Gold dran kommen. Und jetzt haben wir so Lava-Blobs. Ja, da gibt es hier noch. Und hin und wieder dürfte es auch mal Eisen geben, glaube ich. Aber hauptsächlich ist es hier die Zeit des Goldes. Die Stunde des Goldes hat geschlagen. Also ich beschwere mich bestimmt nicht, weil wir brauchen das Gold auf jeden Fall für diverse Sachen. Deswegen von mir, wenn ihr hier keine Beschwerde höre. So. Und alles weiter. Runter damit. Gut, apropos runter damit. Wir brauchen auch weiter hier Stähe. Das heißt, ach, die große Stähe. Oh, da haben wir Feuerquarz. Endlich. Da habe ich auch schon drauf gewartet. Feuerquarz brauchen wir nämlich auch für Sammlung im Museum. Nicht im Museum, im Gemeindezentrum natürlich. Ja, die ziehen gut ab, die Biester. Das muss man erlassen. Sie ziehen definitiv gut ab hier unten in der Mine. Das heißt jetzt erstmal hier Haselnuss zwicken. Sonst haben wir nämlich bald die Arschkarte. Okay, aber den Stäb brauche ich. Deswegen wird der noch fertig gemacht. So. Wie viel Stäbe haben wir dann derzeit? 52. Saugut. Sobald wir auf Ebene 85 sind, bin ich hochzufrieden und kehre mit einem seelischen Lächeln zurück in die Heimat, auf den Hof.
Aber ein Feuerquarz brauchen wir definitiv auch noch. So. Dann müssen wir noch 5 Holzschlacher. Und dann können wir in der Episode übermorgen, können wir dann wirklich und tatsächlich die Erweiterung für den großen Stall schon holen. So. Ist mir jetzt egal. Ich möchte die Stähe haben. Fahrt mit euch. Gott. Okay. Dann wechseln wir jetzt wieder auf die Waffe. Okay, geh fort. Die Fledermaus muss ich. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber die Blobs muss ich nicht. So. Jetzt brechen wir hier erstmal die Stäbe. Und gucken wir mal, ob wir hier nicht eventuell die Leder finden. Runter. So. Komm schon. Und Treppe, wo bleiben wir? Ich muss leider heim, hopp. Es wird Zeit. Ein bisschen Eisenerz haben wir auch noch dabei. Oh Mann. Das wird eng. Ja, ich weiß, ich bin langsam erschöpft. Aber ich will noch einfach flix die Ebene weiter runter. Komm schon. Ah, das wird ja wohl jetzt so möglich sein, dappisch hier Etage runter zu gehen. Hopp. Mach schon. Ah, es wird echt eng. Wir haben sie jetzt schon Mitternacht. Nee, das ist mal zu riskant. Sorry. Dann schaffen wir das Ende-Level halt nicht mehr. Schade. Aber es ist halt so. Es ist jetzt schon Mitternacht und ich muss dringendst weg. Aber eins kann ich dann doch nicht sein lassen. Ich muss dann doch beim Gemeindezentrum vorbeigucken. Egal wie viel ich dann... Ja, egal. Ist jetzt halt wieder blöd, weil das jetzt der 2. Tag ist und ich dann auch wieder fix machen muss, damit ich auch meinen Episode beenden kann. Ohne am besten Kotzen zusammenbreche, ohne dass der Ackermann Kotzen zusammenbricht. Aber es muss sein. Es muss jetzt einfach sein, sonst vergesse ich es. Ich kenne mich. So, Schmied nicht. Wobei, ich habe leider keiner dabei. Mist. Geologe. Da muss es rein. Das haben wir jetzt nämlich komplettes Bündel. Da ist dann nämlich die Lore-Reparatur drin, wenn wir alles haben. Wir kriegen 5 Omnigeode dafür, das finde ich auch super. Eine Solaressenz haben wir zufällig. Schade. Aber wir haben eine Schatteressenz. Perfekt. Perfekt. Das heißt nur noch ein Goldbarrer. Und dann sind wir richtig gut dabei. Dann sind die Lore endlich aktiv. Kleiner Magnetring. Super. Das finde ich auch gut. Kleiner Magnetring. Halte mal den Gaula, den können wir hier reinmachen. Erhöhter Radius zur Aufnahme von Gegenständen. Ein bisschen. Saugut. Jetzt sind wir auf jeden Fall dabei. Perfekt. Ha, ha, ha. Ist das schön oder ist das schön? Morgen noch einen Goldbarre hier gebraucht und wir sind die absolute Over-Champions. Aber ich muss jetzt echt... Ich muss mich dummler. Ich muss mich verdammt nochmal dummler. Wir haben ein bisschen Kohle einstecken. Das heißt auf jeden Fall, dass ein Goldbarre noch über Nacht gemacht wird. Das muss leider auch sein, aber der Recht von Ordnung, das machen wir übermorgen, ihr liebe Leute. Die Ordnung in unser ganzes Gedöns, das bringen wir erst übermorgen rein. Ich schmeiße jetzt nur noch die Mayo in die Kiste. Und dann ist das auch wieder gut. So, die Mayo kommt in die Kiste rein. Vom Morgen holen wir uns auf jeden Fall noch einen Goldbarrer. Wir holen uns eigentlich beide raus. Weil wir machen jetzt noch was. Das muss jetzt doch noch sein. Das muss jetzt einfach wirklich noch sein, ihr liebe Leute. Das tut mir leid. Aber das ist halt das. Ich bin dann so drin, dass ich noch Sachen machen will. Die brauchen eh am längsten. Und wir machen jetzt noch einen Qualitätssprinkler. Und genau den stellen wir dort hier. Damit wir morgen schon hier das Ding aktiv haben. So, jetzt wird es aber wirklich Zeit. Machen's gut, ihr liebe Leute. Oh, scheiße. Scheiße, ich bin auf dem Hof zusammengebrochen. So ein Mist. Ich habe gedacht, ich krieg's noch hier. So ein verflixter Mist. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir zusammenbrechen hier. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Jetzt habt ihr das Amok gesehen. Wenigstens bin ich nicht irgendwo anders zusammengebrochen, sondern auf dem Hof. Aber wir sehen uns morgen wieder. Also machen's gut und bis dahin. Iron Yankee.